Die Luft ist rein. Keiner geht uns am Sack im Moment. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Irgendwas habe ich gehört. Ach du Scheiße, Snapper. Und ich hoffe, die kämen jetzt nicht. So, also da unten muss irgendwo die... Also der Rambock sein. Jetzt muss ich mal schauen, wo der ist. Ich sehe nichts vor lauter Bäume. Ach, da ist er schon. Da rechts war er. Also da vorne hat die Balken. Und da müssen wir jetzt auch viel laufen. Und zwar so schnell wie möglich. Haben wir denn einen Trank der Geschwindigkeit? Höchstwahrscheinlich nicht, aber wir hätten Snapperkraut. Für 15 Sekunden macht uns die schneller. Also. Lauf, lauf, lauf. Da geht's auf. Und es hat gelangt. Also ganz gut. Mit Bravour sind wir da reingekommen. Ja Leute, und da sind wir jetzt im alten Lager. Gut, das schaut ein bisschen anders aus als beim ersten Teil, weil die Drachen drüber hergefallen sind. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Boot hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von 2 Rittern bewacht wird. Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Gut. Wer kann mir hier was beibringen? Frag mal Kerolot. Er trainiert die Jungs im Schwertkampf. Vielleicht unterrichtet er dich ja auch. Zeig mir deine Spruchrollen. So, was hat denn Sengrad im Angebot? Wir haben 6.386 Goldstücke, also können wir uns schon ein bisschen was leisten. Blitzschlag. Drachensnapper rufen, das ist gut. Den nehmen wir mit. Schlösser öffnen. Nehmen wir mal mit. Wunden heilen. Nehmen wir auch alle 4 mit. Schlaf brauchen wir nicht. Wolf rufen. Ziel heilen. Windfaust. Blitz. Blitzschlag. Nehmen wir auch jetzt mal mit. Können wir brauchen. Gürtel der Stärke. Ein Stärkebonus von 10. Gürtel des Feuerläufers. Schutz vor Feuer. Aber der Gürtel der Stärke, der war zum Überlegen, oder? Kohle hätten wir. Den nehmen wir mit. Können wir ihm denn noch was verkaufen? Eigentlich nicht. So, schon mal gut eingekauft. Moment, jetzt haben wir gleich mal den Gürtel legen. Jetzt haben wir nämlich 10 Stärkepunkte mehr am Konto. Und können wir denn jetzt auch andere Waffen hernehmen? 85. Wir haben 81. Also langt noch nicht ganz. Aber immerhin sind wir besser. So, wir sollten zum Anführer. Also wir kennen uns darin eh aus.
Da war allerdings immer Auffahrt. Ritter. Tandor, das ist der Waffenmeister. Du bist über den Pass gekommen? Respekt. Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Das hört sich gut an. Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn im Angebot? Einhandwaffe, edles Bastardschwert, Schaden 110. Gut, dafür brauchen wir aber auch 110 Stärke, die haben wir noch nicht. Paladin Zweihänder, brauchen wir nicht. Langschwert haben wir bereits. Ja, da sagen wir warten noch. Also ist nichts dabei, was wir brauchen könnten. Amulett der Erzhaut. Schutz vor Feuer, Magie, Pfeilen und Waffen. Pfeile, nehmen wir aber Pfeile mit. Amulett, was haben wir denn für Amulette? Amulett der Kraft, gut, das können wir nicht ablegen, weil wir sonst gleich wieder schwächer werden. Haben wir Lernpunkte? Keine. Bis zur nächsten Stufe brauchen wir noch 2000 Erfahrungspunkte. Hey, du trainierst die Leute? Ja, bei uns ist jedermann gefragt, wenn die Orks oder schlimmer noch die Drachen wieder angreifen. Kannst du mich auch trainieren? Sicher? Ich trainiere jeden guten Mann. Aber neben deinem Talent brauchst du auch eine gute Waffe, wenn du hier überleben willst. Wende dich an Ritter Tandor. Er wird dich versorgen. Gut, lernen können wir noch nichts, weil wir noch nicht die Erfahrungspunkte haben. Schauen wir mal da einer. Da war nämlich früher, also im ersten Teil, die Wassermagierin. Oder waren es Feuermagier? Ich glaube, die Feuermagier waren darin. Eine Rune? Oho. Wollen wir denn die Rune klauen? Jetzt ist fort. Greift uns an an? Scheinbar nicht. Teleport zur Burg. Also, wir brauchen nimmer immer durch die Dingrenner. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Durch die Ork-Horden. Ein Trank. Ja, da haben wir doch mal richtig aufgerammt. Am Schluss aus von Gothic 1. Da haben wir ja das ganze Lager aufgemischt. Honig. Laborwasserflasche. Und da hinten habe ich einen gesehen. Ach, da schau her. Sieh an, wer zurückgekehrt ist. Unser Held aus der Barriere. Schön, dich zu sehen, Milton. Bist du immer noch hier oder schon wieder? Schon wieder. Nach dem Fall der Barriere bin ich ins Kloster der Feuermagie gegangen. Aber als klar war, dass die Paladine herkommen wollten, erwies sich meine Erfahrung und Ortskenntnis als ziemlich nützlich. Also bin ich kurzerhand mit der heiligen Mission betraut worden, die magische Unterstützung für diese Expedition zu übernehmen. Kannst du dich noch an Gorn, Diego und Lester erinnern? Natürlich. Klar kenne ich die Jungs noch. Nun, Gorn und Diego sind nicht weit gekommen. Sie wurden hier im Tal von den Paladinen aufgegriffen. Lester ist allerdings verschwunden.
Ich habe keine Ahnung, wo er sich rumtreibt. Nun, ich habe nichts Erfreuliches zu berichten. Was kannst du mir berichten? Die Paladine sind mit der Absicht hergekommen, das magische Erz zu holen. Aber bei den Drachenangriffen und den Orks, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Paladine hier mit dem Erz rausmarschieren werden. Nein, bei Innos. Ich spüre die Anwesenheit von etwas Dunklem, etwas Bösem, das heranwächst, das von diesem Tal ausgeht. Für die Vernichtung des Schläfers haben wir einen hohen Preis gezahlt. Die Zerstörung der Barriere hat auch diesen Ort vernichtet. Jeder von uns kann froh sein, wenn er das hier überlebt. Ja, jetzt keine Sorge, wir sind ja da. Wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz? Nicht eine Kiste. Seit geraumer Zeit haben wir keinen Kontakt mehr zu den Schürfern. Es würde mich nicht wundern, wenn sie alle längst tot sind. Und wir selbst werden von Drachen angegriffen und von Orks belagert. Diese Expedition ist eine einzige Katastrophe. Wo sind Gorn und Diego jetzt? Nun, Gorn sitzt hier im Kerker, weil er Widerstand bei seiner Festnahme geleistet hat. Diego haben sie einem Schürftrupp unterstellt. Frag den Paladin Parsival, er hat die Gruppen zusammengestellt. Lass uns Gorn befreien. Tja, das Problem bei der Sache ist, dass Gorn ein verurteilter Gefangener ist. Aber wenn wir Glück haben, lässt Garund sich auf ein Geschäft ein und wir können ihn freikaufen. Ja, vielleicht. Halt mich auf dem Laufenden. Was ist deine Aufgabe hier? Ursprünglich sollte ich das Erz untersuchen, aber davon haben wir bisher nicht viel gesehen. Jetzt widme ich mich dem Studium der Alchemie.